Wakeboarden, ein Wassersport, der immer mehr zum Trendsport wird und vielleicht eine mögliche Lösung für die Finanzierung von Freibädern ist. Ohne immense Zuschüsse von städtischer Seite können Schwimmbäder kaum noch überleben und auch keine 5 € Eintritt für einen Besuch im Freibad verlangen. Wir müssen im Prinzip etwas draufzahlen, nämlich knapp 7 €, damit das überhaupt in die Kostendeckung reinkommt, dass wir einen Ausgleich haben. Und wir müssen kreativ sein, auch noch Side-Events planen, wie zum Beispiel diese Wakeboard-Veranstaltung in den vergangenen Jahren im Stadionbad, die bis zu 5.000 Besucher ziehen. Das trägt natürlich dazu bei, dass wir da kostenmäßig einigermaßen über die Runden kommen. An dieser Stelle kommt der Einsatz dieser beiden Herren, der Münchner Daniel Wurm und der Kölner Sportstudent Marc Weyer. Sie kümmern sich um Wakeboard-Events wie die in Köln oder Sportcamps für Kinder und Jugendliche. Eben ein Leben direkt am Wasser. Ja, Wakeboarden bedeutet für mich im Endeffekt sowas wie komplettes Abschalten, komplettes Freisein auf dem Wasser, kreativ werden, sportlich aktiv sein, irgendwie nachher voll am Arsch sein von der Session. Und vor allem Wakeboarden im Freibad ist halt geil, wo man halt so denkt, boah, normalerweise gehen hier Leute Bahnen schwimmen und ich heiz hier mit 30 km/h her. Und was ich halt geil finde, dass wir durch diesen Wakepark, den wir hier ins Freibad gebaut haben, ich quasi direkt zu Hause, wo ich halt herkomme, wo ich groß geworden bin, meinen Sport quasi ausüben kann. Zu Hause, das ist für Marc Dabringhausen, ein Dorf im Bergischen, genauer gesagt in der Stadt Wermelskirchen. Hier steht ein beheiztes Freibad, direkt neben dem Pfannkuchenhaus. Anfangs finanzierte die Stadt das Freibad mit fast 200.000 € Zuschuss pro Jahr, um gerade einmal 3 Monate geöffnet zu haben. Die Zeiten sind jedoch vorbei. Nur mit Hilfe eines Fördervereins konnte eine Einigung erzielt werden. Die Stadt zahlt 75.000 € pro Saison und das Bad kann so immerhin für die Sommerferien öffnen. Also es ist schon traurig zu sehen auf jeden Fall, dass das Freibad nur noch so kurze Zeit offen hat, weil es einfach ein wunderschönes Freibad ist. Und ich hoffe mit der Einnahmen, die wir durch Wakeboarden generieren können, einfach, dass das Freibad dadurch wieder länger auf hat und dass es einfach eine Situation ist, wo wir von profitieren und das Freibad von profitiert. So sieht die Stadt und der Freibadbetreiber das auch. Dabringhausen bekommt eine feste Wakeboardanlage. Jetzt wird es ernst. Die Stahlträger muss man bestellen, die Fundamente muss man finden, dass hier jemand einer umsonst macht. Haben wir gefunden, die Firma Runkel hat das gemacht, das war richtig cool. Wenn das alles getrocknet ist, spannt man quasi die beiden Masten gegeneinander auf, sodass man in der Mitte das Seil halt spannen kann. Und dann kommt halt das Ganze, was man hinten sieht, die ganzen Rampen und so. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, doch der Start wird nicht einfach. Die Saison ist schon fast vorbei. Maximal bis Mitte Oktober kann geboardet werden. Doch jetzt steht die Zweimastanlage und mit Hilfe eines Wakeboard-Camps haben Marc und Daniel schon die ersten Gäste am Start. Dennoch sind beide sehr angespannt, denn die große Eröffnungsfeier findet diesen Samstag statt. Der Worst Case ist auf jeden Fall, dass nicht so viele Leute kommen und wir uns jetzt ganz schön ins Zeug gelegt haben, super viel organisiert haben und wir natürlich einfach auf der Kohle sitzen bleiben. So. Aber also ich glaube, dass es geil wird und ich hoffe, dass das Wetter schön wird. Das hoffen vermutlich nicht nur die Jungs, denn die Testphase ist vorbei. Zukunftsprojekt Freibad Made in Dabringhausen. Die Basis haben Daniel und Marc geschaffen. Jetzt kann die Party beginnen und 2016 weitergehen.